Aus dem Grund, dass du einfach mal Bescheid weißt, das Großteil des russischen Territoriums, obwohl das flächenmäßig das größte Land der Erde jetzt darstellt, sind für mehr oder weniger normales Leben nur ungefähr weniger als ein Drittel der Fläche Russlands ja, so bewohnbar sozusagen. Weil du weißt ja, je näher an Äquator ist, umso heißer ist das. Und je nördlicher nach oben, umso kälter ist es das Ganze sozusagen. Und nur einfach mal, dass du dich klimatisch mal ein bisschen orientierst. Wie gesagt, hier in Sibirien, wo ich auf die Welt kam, dort sind es im Winter, kann das sein, bis minus 45 Grad und im Sommer bis plus 40 Grad. Schwankt dort das Ganze. Hier im Westen wird es ja so gesagt, dass in Russland angeblich gibt es keine politische Freiheit, keine Meinungsfreiheit und so weiter. Und Russland ist, was das angeht, eines der freiesten Länder der Welt. Dort gibt es viele politische Parteien, jetzt durch die Gesetze, welche dann gemacht wurden. Also um eine Partei zu gründen, braucht man jetzt viel weniger Mitglieder. Erstens. Und zweitens, auch die ganze Meinungsfreiheit und so weiter. Das, was dort in Russland erlaubt ist zu sagen, im Fernsehen, ist hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar, dass es dann gesagt werden darf. Doch für die Europäer ist der Ausweg, dass die sich mit den Russen zusammentun. Weil das ist rein geografisch gesehen, ist es ein Kontinent, man kann von Berlin zu Fuß Moskau erreichen. Von Berlin aber kann man USA nicht erreichen zu Fuß, das ist problematisch. So ist es eine künstliche Brücke. So ist es hier eine natürliche Brücke. Und deswegen ist das Heil Europas, jetzt wie komisch das für dich klingen mag, erstmal auf den ersten Blick, liegt im Osten. Erstens, um nicht auszusterben, sondern auch sich zu vermehren. Zweitens aber, um an ihre Wurzeln zurückzukehren.